Moin und herzlich willkommen. Wir sind froh, dass ihr dabei seid. Ihr lauscht auf den Podcast Bibel sieht wart. Nee, das Bibel sieht wart. Mann, das Bibel sieht wat? Seid ihr noch fertig? Organisiert von der LBE-ASBL. Idiot recht. Was seht die Bibel, aber was seht sie nicht? Worüber macht ihr sich Gedanken, aber worüber staunt ihr? Seid dabei, wenn wir durch und über die Bibel diskutieren. Moin, wir sind heute hier anzufangen. Wir hatten uns hier präsentiert und wir wollen dann heute anfangen mit Jacques, Kapitel 1, Vers 1. Wenn wir das machen, will ich auch uns vorstellen. Heute dabei ist Miriam? an den Timo? an euch selber den David. Wenn ihr ein Katz gesehen habt, dass Lilly hat will bei euch sind am Matt schwätzen. Einmal dann loslegen wollte ich dann just einkehren, weil wir just Vers machen, weil das ist die Intro und die Intro wollen wir machen, für euch aber einen kleinen Background zu geben, was der Jacques dann unhält und für uns ist es da wichtig, dass dann das auch versteht, was hinter seht. Am Jacques Kapitel 1, Vers 1, das ist auf der Seite 375 am Neuen Testament. Da steht, der Jacques in Dinger von Gott auf vom Herr Jesus Christus und die 12 Stämme an der Diaspora. Seid gegrüßt. Das ist ein Teil, den wir halt machen. Also ihr müsst verstehen, dass das Buch der Jacques selber ein ganz hebräisch Buch ist, weil der Sachen gebraucht wie Titel vom allmächtigen Gott. Es gebraucht Gleichnisse, das heißt, es mischt Parallelen, es schwätzt von Sachen, wo der wieder raus wird von, dass es von Blumen schwätzt an anderen Sachen. Und dann gebraucht er noch Gleichnisse, die Lehren rüberbringen, die am hebräischen Derashot genannt wird. All die Sachen mischt der Jacques ein ganz hebräischen Buch. Und dabei muss er auch verstehen, dass der Jacques auch eine Weisheitsliteratur ist. Und das wird in der Weisheitsliteratur angestuft, gerade so wie die Sprüche am Alten Testament. Wenn wir dann noch loslegen, will ich dann nur direkt, wir lehnen nur mal los, und endlich überhaupt mehr davon der Schwätze wird, will ich dann noch Miriam direkt fragen. Hier seht ihr, wer in Dinger von Gott auf von Jesus Christus. Kannst du uns ein bisschen davon mehr erzählen, wenn ich glifft? Also das, was ich herausgefunden vom Begriff Dinger von Gott, ist, dass es etwas die Aposteln in general nennen sich nicht in Dinger von Gott, sie nennen sich in Dinger vom Herr Jesus Christus, was der Jacques auch möchte. Wir setzen für den Titel in Dinger von Gott. Und das finde ich ganz interessant fand. An die Ewigkeit, wie das zum Beispiel an der Lehre von Moses vorkommt, als wenn der Moses beschrieben wird. Der Moses wird als Dinger von Gott geschrieben und das ist am Deuteronomium 34,5. Das ja, der Moses als den, wie soll ich so ein Beispiel, das der Prophet, wenn ich will, so die Jude gucken, ob den herab. Und dass der Jacques sich den Titel dann auch gibt, von ich markant und interessant fand. Ja, das ist das, was also für mich da heraussticht. Das sind sich die zwei Titel gibt. Nicht nur ein Dinger vom Herr Jesus Christus, mir auch ein Dinger von Gott. Die wird dann nur herausfinden, für was das dann so wichtig ist. Am Luc 14, Vers 10 oder Matthäus 27, Vers 56 und am Matthäus 13, Vers 55 könnt dann nur klar rüber, dass Maria dem Jacques sein Mam ist. Auf Hebräisch gibt der Jacques dann Jakob genannt. Und das sind dann auch den zweitältesten Jung aus von Maria. Das ist der Jesus, den ist den ersten Jung und der Jacques ist den zweiten Jung. Nur wollte ich dich fragen, Timo, kennst du dann die Namen von den anderen drei von seinen Brüdern, die abgenannt gehen? Ja, die kann ich noch nur sichern. Sollen wir sie abschlagen? Ja, die können wir da abschlagen. Dann schlägt ab, das müsste theoretisch, wenn ich schon richtig hören habe, Matthäus Kapitel 13 sehen. Wir lassen uns überraschen. Weil ich weiß jetzt zwar, mir für so richtig auf Lützeburg 4 zu lesen, brauche ich doch ein bisschen Hölle. Und da gehen wir bei
de Vers 55 an dat kënne no fan noch op der Seite 1 am Neuen Testament der Plötzeburg oder die Handy-App benutzen fir d Neue Testament der Plötzeburg du von den doch. Also Matthäus Kapitel 13 Vers 55 du steht ass Hirn, also du dreht de Jesus net den Zammermann sei jung, dat wär dann de Josef an dann hecht seg Mam net Maria, sinnet de Jacques, dat ass den wo mal grad de Brief da gi verlesen, an dann de Jossai, de Shimon an de Judas seg Brider, an dann noch Vers 56 sinnet all seg Spëstren hai bei eis. Also wenn den Text teilierst, da kann ich davon ausgehen, dass er dann 3 Halbbrüder hat, nee, pardon, 4. De Jacques, de Jossai, de Shimon und de Judas, und hat mans 2 Schwestern. Ja, das ist der Jacques als ein Halbbruder von Jesus. Genau. Aber hin hat 3 Brüder, der Jacques, Ja. und ihn hat Geschwister. Und das ist spannend für mich, weil die kennen ihn. just fir d'Auspruch dats Jos sei. Ah. So, ja, das ist gut, dass wir da plötzlich ja. Kann umschluen. An Lo am Jacques am Jean 7 Vers 5 gëtt an Drpp och gedeit, dats de Jacques e vun de Geschwister ass dem Jesus net gegleft huet. ass auch wichtig, dats man dat verstehen, dats de Jacques am Ufang absolute Jesus net zerregehol huet an net gesot wie bist du. Auf wie wert sest du dat vun dir. An het steht auch näherens wo am Neuen Testament irgendwo, wenn de Jacques dann lo dem Jesus vertraut huet, dats de Jesus dat richtig seht und dass der Jesus wirklich steht ass, das sind der Messias ass. Wir am Galaterbrief kann man dann am klar gewissen, dat der Jacques aber dann in Nachfolger ass vom Jesus. Das heißt, am Galaterbrief den ass ganz freigeschrieben gehen, das heißt, für Apostelgeschichte 15 ist das sogar geschrieben gehen. Das heißt, wir können da herausfinden, dass ganz nur am Anfang, nachdem Jesus jedenfalls fortgegangen ist, um den Himmel opgangen ass, dats der Jacques von dem der so glewech war, dat këmmer 100% sicher sinn. Und dann huet der Jacques auch noch etwas ganz Interessantes. Der Jacques als Kindapostel. Hin als in Dinger von Gott an Dinger von Jesus Christus, mir hin nennt sich net enke Apostel. Und das ist auch für mich ganz spannend. Hin als anscheinend ganz normalen mir war net die 12 Joer oder die 3 Joer pardon mam Jesus immer weh an das hin de Jesus als sein Rabbi gesinn huet. An da wollte ich aber frohen, kann een von ihr Zemer hëllefen, wen dann Diana 2 Jacken waren, weil fan der Meido die Apostel waren. An wie wissen wir dass man können den Unterschied verstohlen, aber dort aus der Jacques dem Jesus sein Bruder an dort aus der Jacques von den Apostel. Wo der eng Idee oder könnt ihr euch da helfen zu verstehen? Ich kann mich just daran erinnern, dass die 2 Aposteln, die gehen immer identifiziert, so der Jacques, der Jung vom, ich kann mich nicht mehr an Herr Pappen erinnern, wen Herr Pappe waren, sie gehen immer als Jacques, der Jung vom erwähnt. Auf dich zu unterstützen, schlug mal ab Matthäus Kapitel 10. An Doma die ja, da gehen sie noch Schenger genannt, da gehen sie auch schon Apostel genannt, das seit 32 am Neuen Testament der Plötzeburg. Und da Kapitel 10 ab Vers 2, Datei sind nimm von den 12 Aposteln, aber wenn dann ein bisschen weitergeht, dann hört ihn am Vers 2, der Jacques, den der Jung vom Sabdai war, also sein Bruder de Jean, also das ist dann der Bruder vom Jean, also als nicht kann net der Bruder vom Jesus sein, das ist also in anderen. Und dann könnt noch der Jacques, den der Jung vom Alphai ass oder war an der Labtei, ja, das ist in anderen. Der Jacques, den der Jung vom Alphai war. Genau, das heißt, die haben 2 andere Pap, weil wir wissen, dass der leibliche Pap vom Jacques, dem Halbbruder von Jesus, als eben die Josef, also dem Mann von Maria, und dadurch kann ihn die unterscheiden. Tipptopp. Ich wandere nicht ihr Schöcher seht, dann guckt einfach nur, weil die 2 Jacques, die Apostel sind, gehen immer so erwähnt, der Jacques, die Jung vom Sabdai oder der Jacques, die Jung vom Alphai. Da sind wir sicher, dass das die Apostel sind. Der Jacques ist auch ganz interessant, weil hier wird auch erwähnt, am 1. Korinther 15, Vers 7, Matzingem Numm, gesagt, dass 500 Leute gesehen haben, hier wird der Jacques erwähnt,
das sind von denen Leute aus, die den Jesus gesehen hat, den oberstehenden Jesus gesehen hat. Das ist auch ein ganz wichtige Sache, das hin erwähnt wird, weil das weist an deutet darauf hin, dass er aber eine wichtige Rolle hat, was noch Geschichte geht vom christlichen Glauben. Und dann noch sehen wir auch, dass der Jacques auch von denen Leuten waren, die den Apostel Paul gelehrt haben, equipiert haben, was alles der Messias, der Jesus so geht. Der Paul, die war definitiv nicht müssen gelehrt, was die Bibel war, er war ein Pharisäer, den hört sein Altes Testament ganz gut kannt. Aber wie passt das Alte Testament, weist das auf den Jesus, das war dem Jacques seine Aufgabe für den Apostel Paul das zu weisen. Das heißt, auch der Jacques hat eine gewisse Rolle, weil er lehrt sogar einen Apostel. Und das ist für mich ganz spannend. Wir sehen auch, dass er eine gute Beziehung hat mit Petrus. Die zwei sind gut eins gehen. Und der Petrus hat den Jacques immer informiert, was Sachen geschieht sind. Am Galater 2, Vers 9 steht dann, dass der Jacques, der Kephas, oder der Petrus, und der Jean, die als Säule von der Gemeinschaft unerkannt sind. Das ist etwas, wo ich erfeiert war, weil ich sind mit der Bibel groß gehen, mir das mir nicht aufgefallen gewesen, dass der Jacques den ersten, was er nimmt, die erste Säule, nicht der Petrus, weil Jesus hat den Petrus die Aufgabe gegeben, nur der Schaf zu gucken, mit das der Jacques, den die erste Säule ist. Und das finde ich ein bisschen interessant fand, dass er so eine wichtige Position hat, dass er so wichtig war, dass er für die erste annimmt. Der Jacques hat dann auch nach Jünger, wie man im Galater 2, Vers 12 gesehen, wo die gehen Männer vom Jacques genannt. Und er muss wirklich in dem Wissen gehabt haben vom Alten Testament, dass er direkt quasi der Relais, also der Jesus auflösen, für weiterzufahren, um Jünger zu machen, um Jünger zu equipieren. Das war für mich wirklich bedeutend, dass ich wie stark gesehen habe und ich gesagt, wow, das ist fantastisch. Mit nicht ab. Der Jacques ist nicht nur wichtig für, wenn du wollt, mehr von dem Alten Testament wissen. Aber der Jacques den war auch sogar ein Teil vom Gemeinschaftsrat, wo dann die Apostel in Teil davon waren, am ältesten waren in Teil von dem Gemeinschaftsrat. Und das war ganz spannend, weil wenn sie zum Schluss Sachen haben müssen dezidieren, da war quasi der Petrus, den hat gesagt, hier ist meine Konklusion, und der Jacques hat gesagt, und so seid praktisch aus. Und da könnt ihr alles nur lesen an Apostelgeschichte 15. Das ist spannend für das nur zu gucken, dann man kann wirklich aufpassen, wie der Jacques die Sache umgeht. Der Jacques ist definitiv ein Mensch, den nicht zeigt an die meisten Leute, die den Jacques ein bisschen studiert haben, ein bisschen nur gesehen haben, haben ihm die Spitzen umgehen, Jacques der Gerechte. Weil effektiv, wenn ihr ein bisschen weiter darüber liest und darüber nachdenkt, wen den Mensch dann los könnten 100% so rüber Jacques der Gerechte. Hin ist nicht ein, den mehr Fried, wie muss gefroht gehen von den Leuten, hin ist auch nicht ein, den fährt, für Leute zu suchen, wo wir dran sind. Das ist der Jacques. Hin ist absolut an der Hinsicht ein fantastischer Mensch, weil so will es als Freund tun, wenn er bis zu so als der Christus gesagt. Und das hat mich schon am meisten bisschen erstaunt, dass die Apostel sich ihm in der Orden tun. Sie haben den Jacques Orden hingestellt und du sind die Apostel gekommen. Das ist auch eine Sache, wo ich nicht richtig verstanden habe, für was hat der Mensch dann nur so eine Position. Aber dann, wenn man dann alles konsideriert, weil wir gehen noch nicht mehr an den Jacques ran, wir könnten definitiv noch mehr lang von ihm schwätzen, sehen wir, dass der Jacques aber sein Glauben seriös hält.
hin ass absolut een den net irgendéi ze Glaven an erréit. Hi geht no fir an hin mëcht sachen, dats es geschitt. An zum Schluss Dach lesen ich dann de Satz, den ich euch opgeschrieben, dass der Jacques am Fongol e gerechte Verwalter vum König Jesus ass, fürwert, weil hin ass den zweetelste Bruder, neelste Bruders fort, hin ass der König, wann der König net do ass, da braucht mir Verwalter und da ist der Jacques, hin ass der Verwalter, bis Jesus zurückkommt. Und da eben so, wo man die gesehen die zwei Positionen und wer vielleicht ein erscheinen eng Studie darüber zu machen über parallel zwischen dem Jacques und dem Petrus wat waren die Funktionen auf wie wat hat dat so gut funktioniert, das sind die zwei die verschiedene Responsabilitäten hatten und das nicht nur Eva den zu hat fand ich ganz erfrischend und ich fand das immens. Das ist gesund auf jeden Fall. Da wollte ich aber fragen, was er sonst noch, ob ein anderer Bruder einen Brief geschrieben hat von Jesus, ein Halbbruder von der Welt so. Gibt es einen, der noch einen Brief geschrieben hat? En general wird gesagt, dass der Judas geschrieben Ja. Dass der Judas den noch einen Brief geschrieben hat und hin hat sich referenziert auf den Jacques als Autorität. Ich werde so aus dem Sinn vom Jacques, es gibt nicht den Jacques als Referent zu wählen. Ich vorführen an dem wie soll ich sagen, Gedanken oder ja, an an der, den Gedanken, an der Lehre. an den Lehren, die he möchte, führen an den Lehren oder Panzerbisch. Voilà. So, Ich habe nicht genauso Panzer wie der Jacques ihr Panzer. Ja. Also ein bisschen da. Ach, lese Soll ich den dein Kaffee lesen? Ja. Also am Brief vom Judas, der fand ab seit 391 am Neuen Testament der Plötzlich, da steht am Vers 1, ich lese just den Anfang. Vom Judas, den Dinger vom Jesus, dem Messias, an dann das, was du siehst, an der Bruder vom Jacques. Also, ja. So das an der Kontinuation von meinem richtigen Bruder an von meinem Halbbruder. Genau. Ja. Voilà. Das war noch ein bisschen auf den Jacques. Und wir hoffen, dass es ein bisschen interessant für euch war. Mit den Satz noch nicht fertig. Weil wir haben noch einen kleinen Teil von dem ersten Vers. Da steht dann um die 12 Stämme an der Diaspora. Da wurde ich mir empfohlen, ob es heißt, können Sie ein bisschen mehr von dem Satz, die 12 Stämme an der Diaspora erklären. Also 12 Stämme, also der kennt den Begriff, das für uns nicht neu ist, mehr, wenn der für den Text guckt, und der kennt die Bibel nicht, aber wo kommen die Stämme da her? Das ist eine gute Frage, die man sich stellen kann. Und wenn ihr am Neuen Testament guckt, könnt der Begriff 12 Stämme just 4-mal vor, inklusive den heutigen Text. Und das sind dann am Matthäus 19,28, am Luc 22,30, hier am Jacques 1 und dann an der Offenbarung Kapitel 21, Vers 22. Und was interessant ist, ist, dass der Matthäus und der Luc und dann indirekt dann auch Offenbarung, also definitiv der Matthäus und der Luc, die schwatzen über die 12 Stämme. Und die Schwätze vom Zeitalter, die kennt und wo alles erneuert wird, dass die 12 Aposteln auf 12 Thränen sitzen und sie riechen die 12 Stämme von Israel. Und da kriegen wir schon eine kleine Umdeutung, wen die 12 Stämme von Israel. Das sind, wen sie da sind. Und an der Offenbarung ist es dann auch so, dass die 12 Stämme auf die Nation Israel bezogen. Für herauszufinden, wen dann nur die 12 Stämme von Israel sind, du musst mal zurück an das Alte Testament gehen, und zwar an die Lehre von Moses. Und da können wir am Genesis 35, Vers 22 gucken. Da geht der Jakob mit seinen 12 Jungen abgelöscht. Wollt von ihr das vielleicht lesen? Ja. Binnen der Zeit, an der also das Seite 67 an der Lehre von Moses, dass er Bescheid wusste, entschuldigt. Binnen der Zeit, an der Israel an dem Gebiet gelebt hat, ging der oben hin und hat man Bilder
segem Pap senger Niewefrä geschlof. Den Israel ass dat gewur ginn. De Jakob hat 12 Jungen. Dat sinn dem Lea seg Jungen, de Ruben, de Jakob, sein Eichgeborenen, de Shimon, de Levi, de Juda, den Jassacha an den Sebulun. Dat sinn dem Rachel seg Jungen, de Josef an de Benjamin. Dat sinn dem Rachel senger Mod Bila hier Jungen, den Dan, den Naphtali, dat sinn dem Lea seg Mod Silpa hier Jungen, de Gad an den Asher, dat sind nimm vum Jakob senger Jungen, déi him am Padan Aram op Waldbusch goufen. Naja, dat sind mal dann die 12 Jungen und dann am Genesis enger 40, also das lesen wir noch nicht, das könnt ihr selber eigentlich noch lesen, aber du seht de Jakob für seinen Tod, seht hier seine 12 Jungen und ab dem Moment gehen die 12 Jungen auch als Stamm bezeichnet und auch als Nation Israel. Und dann haben wir dann schon Konklusion, wir sind die 12 Stamm, das ist die Nation Israel. Hier steht der Brief hei als und Jude gerichtet und sie sind an der Diaspora, oder sie wollen das mal schon Haut kennen, also wir schwatzen nach Haut noch immer von der Diaspora, auch von den Juden, auch von anderen Völkergruppen. Mehr damals, die Zeit, wo der Jacques geschrieben hat, waren Juden an der Diaspora. Also das ist noch immer von der Zeit vom babylonischen Exil gewirrscht, waren sie schon durch die ganze Welt, so wie sie damals bekannt war, schon ganz verspreit. Und der Jacques schreibt höchstwahrscheinlich an den ganzen Mittelmeerraum Hebräer und Juden. Mhm. Gut. Willst du noch etwas beifügen? Also ich kann just beifügen, sie gespannt, ob wir einen Brief entdecken, weil das ein Buch am Neuen Testament und oft als Christen geben dann denken, so, das ist ein christliches Buch. Wenn wir mal gucken, was wir zusammen entdeckt haben, dann ist es ja eigentlich ein Jude, den nur Jude schreibt, die da am Römischen Reich rundherum sind, über ein Jude. Jesus schreibt in der Text. Klingt relativ jüdisch, was wir hier lesen, und trotzdem fanden wir dann der Bibel von den Christen. Ja. Also es geht spannend. Geht ganz spannend. Das zweite Buch aus von engem, den Vertreter aus den Wissen hört, der Jacques, der Jude, den in Delos von der Lederin, den Heer Brief schreibt, und Nachfolger von Jesus, die Jude sind. Und darum geht es. Und dafür müssen wir als Menschen uns in den richtigen Kontakt setzen und verstehen, dass da manche Sachen sind, wo man muss aufpassen, dass wir das nicht falsch verstehen. Vielmals merci, das war es für heute. Und dafür wir das nächste Mal los mit den Versen 2 bis, vergiss, bis 12 machen wir das. Und dann werden wir eine andere Diskussion haben. Das war es für heute. Abonniert gerne den Podcast Bibel seht wat, organisiert von der LBE-SBL. Für alle Fragen und Feedback schreibt das gerne über info@lbe.lu an. Merci, dass ihr noch gelauscht habt. Adi, bis nächstes Mal.